Der lief alle Guten. Wir schwätzen haut über die neue Pandemie. Nicht Covid, nicht Doxegrippe, nee, der Feminismus. Aber wie kennt sich am besten davon orifizieren wie ein Virolog? Ein Mann, der sein Leben lang gelehrt hat, unsichtbare Bedrohungen zu erkennen. An der Luft steht hier einer Bedrohung gegenüber, die nicht unter dem Mikroskop zu finden ist, sondern an Chefetagen, Wahllisten, am Parlament, an Gemeinderat. Ja, als ein hochgeschätzter Politiker erklärt als besucht, dass der heutige Feminismus aggressiv wird. Tatsächlich, Herr Doktor, ein Ass ausstechend. Er verbreitet sich über Bildung, Empathie, an die unerklärliche Fähigkeit von Frauen, sich nicht mehr alles gefallen zu lassen. Die Inkubationszeit dauert ungefähr ein Jahrzehnt. Nur der zweite Universitätsreform oder den dritten Equal Pay Bericht brechen Symptome aus. Fragen stellen, widersprechen, Karriere machen. Natürlich fühlt sich das bedrohlich an. Früher durften Frauen nur lauschen. An Haut zitieren sie Studien. Früher haben die Assistentinnen den Kaffee gebracht. Haut bringen sie den Peer-Review-Artikel. Und es fängt mit der Wieder an. Eine Hypothese war leider statistisch nicht signifikant. Aber, lieber Herr Doktor, der braucht keine Angst zu haben. Kein will ich etwas wegholen. Nicht ihren Titel, nicht ihre Position, a ganz sicher nicht ihre Box. Wir schneiden nicht die Wäsche, wir schneiden just all Denkmustern raus. Dus, mit Fangergefühl, minimalinvasiv. Ohne Narkose, aber mit Stil. Weil, wisst ihr, der Feminismus ist kein Virus, den der Mann schwächt. Und das ist ein Impfstoff gegen die Arroganz. Mit geringen Nebenwirkungen. Ein Licht brennen am Ego. Manchmal Fieber bei Murchtverlust. Also, Herr Doktor, eher dann ist vor Gefahr warnt. Denkt dran, wenn Frauen endlich gleich Rechte kriegen und Recht zur Selbstbestimmung fordern, ist das keine Pandemie, sondern ganz einfach Gesundheit für die Gesellschaft. Falls da trotzdem zittert, ist das vielleicht nicht Angst, sondern vielleicht einfach Wirkung von der Wohlrecht.